Moin und herzlich willkommen. Wir sind froh, dass ihr dabei seid. Ihr lauscht auf den Podcast Bibel sieht wart. Nee, das Bibel sieht wat? Mann, das Bibel sagt was? Seid alle fertig, organisiert von der LBE-ASBL. Idiot recht. Was seht die Bibel, aber was seht sie nicht? Worüber möchte den sich Gedanken, aber worüber staunt den? Seid dabei, wenn wir durch und über die Bibel diskutieren. Guten Morgen, wir sind heute umgegangen, weiter vom Jacques zu schwatzen. Wir haben den Ball gepackt, wir noch 2 Kapiteln durchzuschwatzen. Und das schwatzen wir da vom Kapitel 4, Versen 1 bis 10. Was der Chiasmus ist, en parallel als dann den Jacques 2, Versen 1 bis 13. Und wie immer werde ich dann aufhängen, etwas zu lesen. Mir endlich aufhängen zu lesen, will ich aber die Leute vorstellen, die mitmachen und dabei sind. Miriam. An den Timo? an Östegek, den David Scherz, und wir schwatzen aus dem Neuen Testament vom Buch Jacques, das auf der Seite 371 könnt finden, haut. Und wir haben noch eine Bibel-App, die existiert, die heißt die Bibel op Lützeburgisch, wo ihr könnt auch mal gucken und mal lesen. Ich lese wie immer die 2 ersten Verse 4 und dann gehen wir von da aus, was der Jacques dann zu sagen hat. Das geht also vielleicht nicht gerade so angenehm. Der Jacques sagt am Kapitel 4, Vers 1, von wo kommen die Konflikte und Streitereien in dir hier? Kommen sie nicht aus ihrer Leidenschaften, die an ihre Glieder kämpfen? Dir begehrt, kriegt aber nicht. Dir macht, sieht schon los, könnt noch wel nicht kriegen. Dir Streit kämpft, man kriegt aber nicht, weil dir nicht froht. Ich fand einen ganz interessanten Inhalt, weil er stellt Frohen an, wenn er vorstellt oder überhaupt an jüdischen Themen, wenn sie so aufhängen mit vorstellen, dann wissen wir, dass sie definitiv falsch sind. Mein froh aus, für was schwatzt denn hier Konflikte und Streitereien, aber was aus die Leidenschaften, die du schwatzt? Oder Bibelversen drüber, oder irgendein 10, die dir an Erinnerung gerufen hat. Ich überlasse zwar den Teil von der Frau der Miriam, ich will etwas direkter zu sagen und dafür fand ich gut, dass du die Frau stellst, wo ich mich heute für 4 berät habe. Und ich bei den 2 Versen gedurcht, wir leben in einer Welt voll mit Kriechen und Streitereien und Konflikten und es fällt den bei diesem Vers relativ schnell an den Fehler heran, dass er gar nicht mehr sich vorstellt, wir sind am Buch Jacques, wo wen hast die Brief geschrieben, an die Frau, wie es du stellst, was die Termen dazu bedeuten. Ich soll mal, wenn ich aktuell Nachrichten gucke, kann ich den Vers einfach so aus der Bibel rausrappen, aber dann Gedanken über die Welt haut man, und wir werden vielleicht auch noch darauf kommen. Und dafür fand ich die Frau gut, weil das einiges daran erinnert. Worum geht es mal für dich, für uns 2000 Jahre, wo der Jacques das geschrieben hat? Ja, effektiv. Ja. Weil effektiv, das ja, es verleiht den Perspektiv. Also, der Teil ist nicht un Jean Agep geschrieben, der Teil ist wirklich un Juden vor 2000 Jahren geschrieben, die an der Diaspora leben, so wie wir am Anfang gesehen haben. Das heißt, das Teil ist etwas, was an ihrer Gemeinschaft geschieht. Und das ist schon krass. So, das geht direkt viel mehr persönlicher, viel mehr, ja, das ist nicht der Bausen. Ja. Das real an ihrer Welt, an ihrem Umfeld, so man mal sagen. Was ist der Unterschied zwischen Konflikten und Streitereien? Ist das Also, zweimal erzählt? Wenn du neu darauf zurückgreifen, mir am anderen Tisch, dann ist es mir also, wenn die Frau stellt, setzt das also voraus, dass es an der jüdischen Diaspora Konflikte und Streitereien gibt, sonst brauchen die Frauen nicht zu stellen. Das ist mal schon krass, weil man ja heinz so ein Christen hat oder was wir ja gesehen, sie geben sich nicht als Christen bezeichnen, das Begriff immer auch toll für die Gläubig. Also eben nicht perfekt, Personal ist nicht so perfekt wie den und dem er leben, der Jesus. Die Konflikte, Streitereien, effektiv wird das
für was gibt es so zwei Begriffe, soweit ich das an der Bibel gesehen, die zwei Terme beim Lützeburg, nun ich nicht so nur geprägt vom Begriff hier, aber von dem werde ich verstanden, also Konflikt, als, wir sagen mal so, wir zwei können einen Konflikt haben, wenn wir eine theologisch unterschiedliche Position haben zu irgendeinem Thema. Das heißt, wir sind weiter Kollegen, wir an einem Thema haben wir einen Konflikt, einen Streit haben wir, wenn es darüber rausgeht, aber wenn es doch aus meiner Sicht, soweit ich das verstehe, wie die Begriffe benutzt werden, wenn es dann persönlich geht. Also dann habe ich nicht ein Problem mit dir als, nee, dann habe ich nicht ein Problem mit dir, wenn es einem Thema, dann habe ich ein Problem schon mit dir auch als Person zu sehen. Da soweit ist, wo ich nur gesichten die Begriffe, mir vielleicht. Also das lang her, wo man übersagt haben, also ich kann mich nicht genau an hun schon noch das nicht nur Gesicht für Haut, was genau die Definitionen sind. Mein Bauchgefühl bei so Sachen ist immer, wenn so zwei Wörter, die ja sich ganz ähnlich sind, neben der Nähe stehen, und das ist ein typisch hebräisch Manier dann auch für Sachen hervorzuheben, dass so ich habe gebraucht zwei Begriffe für alle Formen von Streit oder Konflikt einfach für zu decken. Ja. Für zu sagen, hey, die sittlichen Dienst, die Auseinandersetzungen, die Streit, die Konflikt, das alles. Das ist so wie ich das gesehen. Ja, und den anderen Begriff, den es wahrscheinlich willst, ausschwätzen, das Leidenschaften oder das hast du gesagt. Ja. Und da wäre eben, wenn ich Tau zu dich Leidenschaften gebe, hören, und man am Deutschen, Bibeldeutsch, Leidenschaften ergliedert, das ist immer direkt am kirchlichen Bereich. Aber ich meine nicht, dass ein Hai rein über den kirchlichen Bereich schwätzt, mir schwätzt über eben der vierten über Konflikte aus Streitereien geschwärzt. Und ich meine nicht, dass ein beschreibt, die sich sogar erstaunt zu zerklappen, mehr an unserem Herz als Menschen, und vor allem noch Hai, die Leute da, Leidenschaft, wie soll ich einen anderen Begriff, sie haben hier Interesse. Jeder hat sein Interesse, will irgendwo hin am Leben kommen oder ihr wollt, dass an der Diaspora, an ihrer Glaubensgemeinschaft verschiedene Sachen vertraut gehen. Jeder hat so sein Ziel, an den Kampf, den mit seinen Gliedern, also mit seinem Körper, mit seinem Dasein kämpft, den dafür für seine Meinung durchzuboxen. Und ihr seht praktisch, die Konflikte kommen nicht aus dem Himmel gefallen. Ja. Ja. Also ihr seht ja, die Leidenschaft, die sind an ihre Glieder. Das ist etwas, Glieder ist vielleicht zu viel physisch. Das intern. Das ist etwas, was intern ist, das ist ein interner Kampf, den am Wesen ist. Und du bist schon in der Welt, der schlummert Matthäus 15, 19 ab. Ich vermute, dass du die Stelle abschließt, die ist direkt in der Kopfcode, wo ich aber überlebe, wo sie steht. Ja, genau. Da steht eben nicht Glieder, aber mit das Wort werden wir wahrscheinlich ans zwei Gesicht tun. Matthäus 15, 19 am Neuen Testament der Lützeburg, auf der Seite 43, da steht, aus dem Herz kommen nämlich böse Gedanken für zu ermorden, Bestiertnis zu brischen, an dem es fremd geht, unerlaubte Sex zu haben, zu klauen, falsch auszusuchen und zu lästern. Und sind die letzten zwei, besonders die für unseren Kontext, sich applizieren, falsch aussuchen und lästern. Und was haltet ihr dann davon, wenn wir ganz bei den Anfang gehen? Bei Genesis 3, Vers 6. Und da muss man ein anderes Buch greifen. Das ist an dem heutigen Buch, Lehre von Moses, und das auf Seite 19, da fängt der Vers ganz innen an. Wie wird das lesen oder soll ich das lesen? Ich lese. Die Frau hat festgestellt, dass der Baum gut war, für davon zu essen, und dass der schön war, für drauf zu gucken. Die Frau hat sich gewünscht, Weisheit durch Dürbs vom Baum zu kriegen. Dafür hat sie Dürbs geholt und nicht gegessen. Sie hatte doch ihren Mann, der bei ihr war, gehen, und ihn hat es gegessen. Voilà. Ich meine, das nicht daran verankert, was Jacques will so von Leidenschaft. Frau hat sich gewünscht, und da ist die Leidenschaft, die rüberkommt, Weisheit durch Dürbs vom Baum zu kriegen, natürlich. Weil vier drin
am 3 hat man vun der Weisheit geschwart vun 2 verschiedene Weisheiten. An ha die Leidenschaft, die könnt ganz gut zum Vierschein, wann ich gucke, wat der verguckt, gesäit an sich wünscht. Und das von besser kannst eng Leidenschaft nicht ausdrücken. An eigentlich als guck beim Eva as ja so hat will so sie wie Gott, der das ja wat den Deivel, die werden nur noch kommen dazu him vermittelt oder die Idee bringt, willst nicht so sie wie Gott, an dat tut ja mat Jalousie den an steht ja am Vers 2, die am Mord da sieht jalous. Anlächt köier hat man a Kapitel 3 gesehen, dass man net solle viel Leiermeestre sinn, an der nur hat man iwwer Weisheit geschwert. Gott gëtt de Mënschen an de klewecher verschiedene Gowen, an dat war vermutlich natürlich auch so bei der Diaspora vun de klewesche Juden am Römische Reich. An den eno deng gaf, an den anderen deng gaf, an dann passt du vielleicht jalous. Und du willst den hun oder du willst weisen, dass du überrascht hast und so weiter. Und das tust du vom Moment vom Eva, wo den Adam ja fröhlich matt mischt, wird man gelesen. Also nicht, dass man dem Eva allein schuld biblisch gesehen und die zwei an zwei Portionen beigedrohen. Also die zwei zusammen kriegen die Leidenschaft erscheinbar. Ja, aber Personal so viel 1000 Jahre spät, was nicht besser geht. Ja. Absolut und dafür Leidenschaft mensch muss man in diesem Kontext so definieren, für dass man von dem Richtigen ausgehen, dass es wirklich etwas ist, was du willst umsetzen. Du gesagt, du meinst das gut, du verzichtest das gut aus und dann müsste die Sache, du willst. Und das ja, ich mein, den Ausdruck von der seht Leidenschaft, die an ihre Glieder kämpfen, ihr weiß dann noch, dass richtig dass Kampf, dass ein interner Kampf der stattfindet. Und dafür lesen ich aber die Versen, die du noch kommen, dass die Leute, die noch lauschen, auch können ein bisschen mitkriegen, für was man tun oder schwätzen. Das heißt, hier fehlt 4 am Vers 2, wo ich da schon gelesen lesen schnell ein Kehr. Und ihr seht, dir begehrt, kriegt aber nicht. Dir ermocht, seht schon los, könnt nach Welt nicht kriegen. Der Streiter kämpft, man kriegt aber nicht, weil dir nicht froht. Dir froht, kriegt aber nicht, weil dir mit schlechten Absichten froht, für Leidenschaften zu verbützen. Und ich meine, ich gehe weiter bis der 4, weil den hängt zusammen am 3. Und ihr seht, die Männer und Frauen, die dir fremd geht, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt, Freundschaft gegenüber Gott aus, wenn also ein Freund von der Welt will sein, der möchte sich zum Feind von Gott. Aber ich just nicht zurück bei die ersten 2 Versen. Mörder. Schätzen halt wirklich für Leute, die sich gegenseitig umbringen. Nee, weil wenn man den jüdischen Kontext gucken, da finde ich das auch schon viel Gesicht. Von der Matthäus Kapitel 5 abschlot, das ist auf Seite 23 am Neuen Testament. Du schwätzte Jesus enke iwwer dat Gebot ermocht ken, wat du aus der Leier vu Moses könnt. Und da seht in Matthäus Kapitel 5 ab dem Vers 22 Ech awer so nicht schiederin den oni Grund mat segem Bruder Rosen aus dem Gericht ausgesät, wen zu segem Bruder seht du Hannes den aus dem Sanhedrin ausgesät, wen zu segem Bruder seht du Topert den aus dem Feuer an der Gehanne ausgesät, also weiter. Hier setzt hier im Text gleich, auf dem gleichen Niveau, wenn ich dich als Topert bezeichnen, also im negativen Sinn, am Lützburg kann ich Topert doch einst so am Witz so du Topert. Aber wenn wirklich beisachtig gemeint, dass dann das in anderen als dumm du hin zu bestellen oder zu bezeichnen, als für den Jesus das selbste Niveau, wie wenn du ihn ermocht hast. Dafür gebe ich noch mal spontan so oder schaffen oder man das an der Diaspora sich nicht gegenseitig physisch ermocht und hoffentlich just so. Das wäre doch ein bisschen schwierig, weil da schwätzt du ja just noch mit denen, die übersprechen. Ja, weil ich geht so von ein bisschen mehr gemäßig, geht dann an extrem dran. Weil ihr seht ja, die Eichkeier, die begehrt, kriegt aber nicht. Die kriegt aber nicht. Das heißt, ich schwätze süß von, ich will gerne etwas haben, und ich kriege es nicht.
Mit da geht den Dir am Mord er sieht ja los kennt er well net kreen. An der Hinsicht der Morden an Jalousie die gehen Hand an Hand. Weil Jalousie seht erschreckt ja etwas wat den anderen huet, wat ich net kann kreen an der Morden as zersteuernde quasi und ich verwünschen irgendwo hin. Wat ganz interessant ist, dass den heiten Deel Versen 1 bis 3 halt vom Kapitel 4, dass den ersten Deel vom Chiasmus von diesem Text den bis Vers 11 geht. Nee, Ja, 10. bis 10. Bis 10. Die steht ja parallel zum 2. Kapitel 2 Versen 1 bis 13. Merci, ich gesehen habe mein Bilder. An den ersten Deel vom Kapitel 2 do schwatzen iwwer Favoritismus. Das sind eine ganz interessante Parallelheit. So, der Favoritismus dreift ze zu denen Wünschheit, zum Begehren, zum Ermorden, zum Jalousinn. Ich noch etwas über mehr da. Und ich fand den hue dat ganz gut resümiert net nimmen wat Matthias gesot genoss. Mit den 1. Jean 3 Vers 15 den 1. Jean 3 Vers 15 das op der Seite 393 an do resümiert hin dat so. Und ich fand exzellent wie de Jean dat resümiert. Hi seht jiin den sein Bruder hast. Und wir sind nur in dem Stadium, wo man so ermorden. Du siehst, was du topert, dann hast die andere Person. Da ist nicht mehr, weil du super wie genervt bist. Du warst definitiv nicht, du warst ein bisschen mehr wie nicht mehr genervt. Und ihr seht weiter dann, muss ich Platz empfangen. Jeder, der sein Bruder hast, als ein Mörder. Und ihr wisst, dass es keine Mörder ewig Leben bestehen kann. Das heißt, de Jacques huet schon van den stark Feder, wann seht der Mord quasi. Der Mord an de Jean seht, wann ze der Bruder has oder wann eng Geschwister der Bruder has, datcht der Matmensch wann ze den has, da bas de Mäder. Mir gut, also de Jacques muss so streng sinn, weil de Jesus seht enke an Jean Kapitel 17, dass die Welt, also die Leute, die nicht durch Gott leben, sozusagen der Glauben, der richtige Glaube von der Gläubigen darunter erkennt, dass sie seine Einheit sind. Und heute stellen wir fest, genau, in den anderen Gären. Und heute stellen wir fest, was manche eine kleine Anwendung auf Haut vielleicht 2000 Jahre später mit dieselbe Probleme als Christen, wir das nicht immer ganz gern. Und heute gibt es sozusagen sie Demos, und da kann ich einfach umwenden auf mein persönliches Privatleben, bei mir als Gläubiger als gegenseitig hasse, weil wir mengen, den anderen hat irgendeine Kompetenz oder irgendetwas am Leben, was ich auch gerne will haben. Da meine ich dummer dann nicht nur meine Beziehung zu ihm Futti, ich mache eigentlich alles Futti, was er als Gläubig soll ausmachen, nämlich so wie der Pap, der Jung und Heilige Geist eine Einheit sind, so soll mir als Gläubig auch eine Einheit sein an dieser Unterschiedlichkeit. Und heute schenkt das menschliches Herz dazu verlegt zu haben, dass Schütverein will Nummer 1 sind, und am Schluss sind sie alle gut nicht mehr davon. Ja. An der Mischner zum Beispiel steht auch etwas, was mir mega gut gefallen hat. Da steht, wer noch immer denkt als Mengensache als Sodomiter. So da noch einkehr, ich muss ihn hosten. Wer noch immer denkt als Mengensache als Sodomiter. Du musst aber vielleicht zwei Sachen erklären, je nachdem, wen no lauscht. Ja. Erstens war das Mischner und zweitens was sind Sodomiter. Mischner, das gibt die mündliche Tora genannt, die mündliche Lehre von Moses, wo die gelehrt, die weiß, sich zusammengesagt haben, Gott sein Gesetze praktisch umgesetzt haben. Das heißt zum Beispiel, du darfst keinen ermorden. Was heißt das? Wie gesagt hat aus? Was muss geschehen? Weil Gott hat uns gesagt, er ist kein Ermorden. Voilà. Er hat noch ein paar Sachen dabei gefügt und so weiter, was das alles heißt. Aber am praktischen Leben, wie muss das umgesetzt werden? Weil Gott gibt den Kader und wir sind dafür responsabel, für es praktisch umzusetzen. Und das ist so, wie Gott funktioniert. Und dafür haben wir nicht mehr. Und da haben wir dann, Demoskofen sind nicht so genannt, Demos war die Weiß.
oder die Ältesten, die der Moses am Anfang angesagt hat. Aber es sind manche so 71 Leute oder 72. Moses hat 70 Leute plus 2, für mich sind 72 Leute, die immer weiter die Posten ersagt dürfen, von denen gestorben ist, also in neue beikommen. Und sie haben eben die Sache zusammen gesagt, für zu sagen, wie gesagt, als Leben praktisch ist. Heute sind das Söhne von Gott, wir gehen den Kader und wir müssen umsetzen. Und das ist Mishnah. Und Mishnah sagt halt ganz einfach, Jalousie bringt dich zum Verdienstnis. Und dafür Sodomiter, weil Sodomiter, das wäre dann Genesis 19, Ja. wo Sodom zerstört wird, für was, weil sie so mal allmählichen Blödsinn machen, den ihnen sich vorstellen kann. Ja, und das geht ja nur am Sexuellen ausgedrückt. Ja. Dass sie so dekadent gehen, dass sie das sexuelle Leben dekadent gehen. Aber das ist ein schöner Spruch und ich habe gedacht, tja, das ist ein Weise für das auszudrücken. Aber Leidenschaft am Griechischen heißt Hedonismus. Das Hedonism, das heißt Hedonismus. Und Hedonismus ist ein spezifisches Wort, das halt gebraucht wird. Und das im Fungel, das ist die Leidenschaft, der Plaisir. Leidenschaft, Plaisir. Und Leidenschaft, Plaisir, wird nicht heißen, dass eine Leidenschaft an die Plaisir etwas Falsches ist. Mit das an der Bibel ist es, ich kann nur nicht eine Bibelstelle finden, wo es als eine Positivsache gebraucht wird, das Wort. Hedonismus, das ist einfach das Wort, das gebraucht wird für egoistisch Pursuiten von Plaisir über alles zu stellen. Über alles anderes zu stellen. Das ist ein Pursuit mit dem egoistischen Pursuit. Ich mein, Für da- dich zu das- befriedigen. Ja, ich meine, da ist ein wichtiger Unterschied, weil Plaisir ist an sich nicht Ja. falsch, aber das ist die egoistische Pursuit. Und das den A plus B ist von allem. Genau. Wenn ich nämlich das Buch vom, ich mir überlege, wie das plötzlich wo ich steht, der Prediger vom Salomon, wenn das dann irgendwann plötzlich gesagt das kann ich das dann nur gucken. Ich weiß auch nicht, ob Prediger Tisch nämlich Nee, nicht doch, Prediger. doch. Ich bin Prediger. Nee, ich meine das cool. Also, Ja, es hängt von Debate nehmen bis nach. Also es geht mir um das Buch Kohelet Prediger, du aus der Salomo, der ja beschreibt, wie sein Leben war. Und hier war ein steinreicher Mann, der vieles ausprobiert hat. Und hier seht ihr eigentlich, dass Plaisir als an der Reihe, wenn der Fokus richtig ist. An Hedonismus ist am Neuen Testament der Begriff, wo per se der Fokus verschoben ist. Und Ja. geht nicht mehr noch um den Plaisir. Das heißt, wenn wir dann bei den 2, also bei den 3 und den 4 gehen, und du seht, dir frot, kriegt aber nicht, weil dir mit schlechter Absicht frot, für Leidenschaften zu verbitzen. Dafür wollte ich nicht so. Leidenschaften in diesem Kontext aus, den egoistisch Pursuit, für das du befriedigt bist, und das stellst du über alles. Das ist, und das ist, wie wird das heute so ausdrückt, weil dann möchte es für mich Sinn. Wenn du süß für Leidenschaften, du kannst eine Leidenschaft für Fotografie, eine Leidenschaft für Musik, eine Leidenschaft für das Wert. Ich will auch nicht, dass das Basis ist. Außer es geht so, dass der Leben, du kennst keinen Menschen rundherum, das ist natürlich eine andere Geschichte. Aber die Leidenschaft hat wirklich mit Pursuiten zu dienen, die zerstörbar sind. Das, was für dich steht, also ihr seht es ja, die Frau, der kriegt aber nicht, weil der mit schlechten Absichten fragt. Das ist ganz klar, dann, dass die Leidenschaften mit etwas Schlechtem verbunden sind. Ja. Weil sie streiten ja und sie kämpfen und sie jaloux und sie morden in den anderen natürlich, das ist keine gute Ambiance, gebe ich mal so. Weil einer aus dem anderen sein Teufel, und da sieht man, der Streiter kämpft, man kriegt aber nichts. Aber für was streiten sie, kämpfen sie? Was streiten sie und was kämpfen sie? Weil wir holen heute etwas Sinn, dass wir wollen nun, dass wir verstehen, dass Schütze versteht, was das heißt, sie streiten und kämpfen. Man kriegt aber nicht, weil die nicht froht. Das ist die erste Sache. Sie frohen nicht. Wie sollen sie frohen? Und dann geht es vor und sagt,
Dir frot krit awer net. Dat lo froen se, awer sie kräen net, weil Dir mat schlechten Absichte frot, fir et fir Leidenschaften ze verbëtzen. Me wen mussssen se froen? Wen ass em Weg gehtt? Also wenn Sperr der Abwehrs 5 da mussten sie Gott freuen. Du sollte Gott frohen, aber wann nicht wer sie dafür gucken, der Kontext, sie wollen Weisheit, sie wollen Kompetenz, sie wollen eine gewisse Aufgabe an der Gemeinschaft tun, eine gewisse Influenz. Und hier Aufgabe wäre, als gut gläubig, wofür dich Gott zu froh, war das deine Meinung dazu? Wofür willst du mich benutzen? War das dein Ziel mit mir? Mir wird sie Demos machen, als einen auf den anderen jaloux sind, den anderen als Topert bezeichnen. Okay, und hier geht es um Kontrast. Hier geht es um quasi Arroganz, Egoismus und Demütigkeit. Weil sie, wenn ich das richtig verstanden habe, sie konzentrieren sich so, wie wenn sie die sind, die besser wissen, sie sind diejenigen, die alles haben. Und sie kämpfen sich untereinander, weil sie so ein irgendwo schon du bist falsch, quasi ein bisschen so können drüber. Und mit das Kind demütig. Das Kind, den sich Gott unterordnet. Das Kind, der sagt zu Gott, hey, ich bringe die Sache für uns durch. Und ich gucke an den Wort und schließe das. Nee, sie sind quasi so wie Menschen von uns, die sich Christen nennen. Wir wissen besser und der national guten Topert. Das ist ja das, was wir wahrscheinlich dann nächstes Jahr auch können beschwätzen, um Ja. das 11 Geschwister schwätzen nicht schlecht über den anderen, also im Sinn von, Da kommen wir dann durch. ja, nee, am Sinn von, ist, wie du siehst, ist sie mehr wichtig wie du. Und, weil sie können doch Gott nicht frohen für ihre egoistische Tendenz umzusetzen, weil Gott kann ja nicht gehen, was mit Sinn zu tun hat. Ja. Er kann ja nicht Basis gehen. Das geht ja nicht an seiner Natur rüber. Das heißt, wenn du bei Gott kennst und du fragst ihn etwas für etwas Basis, dann kann Gott das nicht gehen. Ja, Weil es geht ja gegen alles, was hinausgeht, seine ganze Natur. Und dafür hin so nicht Sinn, dafür kann hin auch nicht gehen, was den Sinn unterstützt. Weil Heinz so habe ich mal froh gestanden von Leuten so gesagt haben, Gott hat mir Gebet geantwortet und du weißt ganz klar in der Bibel, dass das kann nicht mit Gott zu tun haben. Aber die Leute so und dann Gott hat mir Gebet geantwortet, weil ich gut hat. Und du stehst da und du denkst darüber nach. Aber wie kannst du das dort kriegen? Das ist der Konter von dem, was Gott ist. Aber wie kannst du behaupten, dass Gott der Gebet daher tut? Also nicht, dass du da etwas geschafft hast und dass du da ins Gruß, weil Gott gibt dir das 100% schon beantwortet. Also positiv. Und dafür sind schon so ein bisschen erstaunt, dass die Leute effektiv auch haut die Aussicht tun, dass Gott dann hier Gebete geantwortet hat und hat gar nicht mit der Natur von Gott zu tun. Wo ich dann ein bisschen erfeiert sind. Wenn wir da freuen, dass Gott uns Sinn hilft umzusetzen, da freuen wir natürlich umsonst. Und ich meine, das ist ja, was du siehst. Ja. Du kannst dir so lange froh, wie du willst. Aber Gott wird dir das nie geben. Weil das ist Nummer 1. Sinn, das ist Zerstörung. Und Gott hat kein Interesse für dich zu zerstören. Dafür ist Gott gar nicht interessiert, für dir die Antwort zu geben. Aber ich wollte ein paar Bibelverse lesen, weil ich meine, da sind ein paar Bibelversen, die ein bisschen mehr helfen, die Diskussion weiterzuführen. Das ist am Exodus 34, von ihnen, die wollt abschlagen. Am Exodus 34. Was für ein Vers? Versen 10 bis 16. das ob der Lehre von Moses auf der Seite 139, also Exodus 34, Verse 10 bis 16. Hin hat geantwortet, Lauschter, es schließende Bund. Für ein Ding ganze Volk machen es Wunder, die ja keinem Land an keiner Nation je vollbrucht goufen. Dat ganz Volk an dem Sänger mützt du bas, geseit an Wirk vom Jahwe, weil dat, wat ich mat dir machen, überwältigen das. Halt dat an, werd ich dir haut befehle. Lauschte, ich verdreifen Amoriter, Kananiter, Hethiter, Perisiter,
Tiviter und Jebusiter aus denger Präsenz. Pass op, dass du ke Bund mit den Anwohner von dem Land, dem du entgeint gehst, schleis, für dat es nicht zu enger Fall an ihrer Mut geht. Vielmehr muss dir hier Altar aufrappen, hier Gedenkstein Futti machen, an hier a scherer Peil umhauen. Kee von ihr darf sich nämlich für einen engem anderen Gott verneipe, weil der Jahwe, dem sein Numm Jalosas, jalose Gott ist, für dat dir ke Bund mit den Anwohner von dem Land schleist. Sie hören nämlich ihre Götter no, bringen ihre Götter Schlurstoffer. Dann invitiert ihn dich an du es für seinem Schlurstoffer. Dann hältst du von ihren Durchstre Frau für den Jungen an hier Durchstren höre, mit ihre Götter bringen den Jungen dazu auch mit ihre Götter zu hören. Voilà, ich wollte, dass man das lesen, wenn man beim Vers 4 gesagt kriegt, die Männer und Frauen, die dir fremd geht. Wird das wirklich stimmen zu denen, dass sie fremd gehen, oder das mehr im Exodus 34 zu denen, dass sie einer Götter noch gehen? Tut der Mann zu denen, dass sie Gott fremd gehen. Das gebe ich auch so, weil den zweiten Teil vom Vers 4 das undeut. Ja. Aber, ich gebe großen Aber machen, und das gibt mir Exodus 34 auch so, wenn du zu lange mit der Welt fremd gehst, an dein Herz immer mehr in die Richtung könnt, dass du siehst, die Regel für Gott oder die gut vier Warnung für Gott Mensch auf Zeit, da kann er doch irgendwann am kirchlichen Bereich Ja. auch seine Konsequenzen. Ich meine nicht, dass es schon den hört. Wir haben Satz sozusagen da un, für das sie sich bewusst gehen, ob was in einem anderen Leben daraus. Das ist definitiv fremdgehen, nicht dummer zu denen, dass sie wirklich Gott untreu was. Ja. Dass du nicht sein Wort hältst, weil ihr seht ja ganz klar am 34. Holt sein Wort, gucken sein Wort, geht sein Wort noch und macht keinen Kompromiss mit den anderen Göttern, die anderen Nationen unbeten. Weil ich bin nicht löse Gott im Sinn von, ich habe alles gemacht, für das du frei bist. Und du willst du immer Gefangenschaft gehen, weil die anderen Götter will so unbeten und mir bist du frei und den anderen bist du nicht frei. Dann ist es normal, dass ich löse ist, weil ich nicht alles gemacht, alles getan, für das sie frei sind. Und voilà, und sie hören das nicht vor. Ja, am Jeremia haben die Steuerwerte rausgepickt, also den mehr, wie soll ich sagen, mehr konkret auf ihr Heft, was der Jacques da schwarz am Anfang vom Feier. Am Jeremia 23, das kann da nicht auf Blitzbeuer schnurschlagen, aber das ist schon übersät. Das ist noch an der Entwicklungsphase. Da lesen wir, sicherlich so wie eine Frau ihre Partner Verräter verlässt, so hat dir mich verraten, Haus Israel. Da schwatzen dann noch ganz klaren Termen, dass es fremdgehen ist. Also das, ja. Maar Matthias hat Jesus so eng Antwort gegeben. An Matthias 12, Vers 39. Seite 37 aus dat im Neuen Testament. Du seht den hin huet geantwort. Also in eng ettlech Lehrmeister vom Gesetz auf Pharisäer sollten zu ihm Lehrmeister, wir wollen in Zeche von dir gesehen. Das geht hier im Kontext von Maise Wonner. Und hin huet geantwort, weil das quasi zurück op Exodus 34 zu gehen, ob Wonner die Gott wird hin machen. Und hin geantwort, eng Base an ontrei Generation sich nur engem Zechen, mir sie kriegt kein Zechen aus dem Zechen vom Prophet Jona. Mir eng Base an ontrei als Fremdgehen. Generation. So go hin, so dann zu hinnen, die geht fremd. In dem Kontext würde ich ein bisschen erfeiern von tun, weil die Leute eben wirklich aber Gott Gesicht tun und wollte Gott noch gehen. An den anderen Vers, wo ich auch immens von tun, das war am 1. Jean 2, Verse 15 bis 17, wo man das auch gut beschrieben hat. Wo dann dieselbe Thematik geht, wie was der Jacques sagt, dass nicht so der Freund von der Welt sind. Wohin dann Hai seht oder wie wollt lesen? Das 1. Jean, Kapitel 2, Verse 15 bis 17, das ist auf Seite 392. Hut nicht Welt gehe und auch nicht all das, was an der Welt ist. Wenn ein Mensch die Welt gehe hat, ist die Licht vom Pap nicht an ihm. Alles, was an der Welt ist, Begierlichkeit vom Körper, Begierlichkeit von den Ahnen
an Bretzen iwwer ze Liwen ass nämlich net vum Pap wie vun der Welt. Welt mat ihre Begierlichkeite vergeht, mir wie de Wëlle vu Gott mischt, de bleibt fir ewig. Schmengen du hast ganz gut ausgedrückt von der Begehrlichkeit der Tisch von der Leidenschaften von den verschiedenen Etappen von der Leidenschaften, die es gibt, vom Körper, von den Nähen an eben Bretzen, das der Arroganz eben, die besteht an den Menschen Leben. Ich fand das einfach Wahnsinn, dass der Jacques das ganz ernst das umgeht und ernst das resümiert mit dasselbe Resultat. Von der seht, die läuft dann an die Herren, die geht frei. Und das ist ja knallhart. Wenn du da sitzt in einer Gemeinschaft, dann kann man manche Gemeinschaften vorstellen, und der Jacques geht noch fair, und die guckt sich frei an das Gesicht, und die seht, dir geht frei. Und ungefähr, du fängst an zu schweißen, weil das ist das, was die Leute denken, wat ein Mann hat meine Frau und Frau gibt so was man hat eine Frau und heute sagt nee, die geht Gott frei. Ja. Und das ist ein bisschen was ich mega interessant fand. Weil sie nicht die Freundschaft mit der Welt, Freundschaft gegenüber Gott aus. Und das ist ja logisch. Ich meine, die Konklusion, die wir gezogen haben, ist ja ganz logisch, dass wenn du den egoistischen Pursuit musst, für die Begehrlichkeiten, für die Leidenschaften zu erfüllen, da kannst du kein Freund von Gott sein. Weil das definitiv nicht der Gott. Und dann, wenn da weitergeht, wenn also ein Freund von der Welt will sein, der möchte sich zum Feind von Gott, was ganz dramatisch krass ist. Wir machen Menschen sich wirklich voll bewusst Gott als ihr Feind. Ich meine, die Menschen, die sind sich das nicht bewusst. Ich meine nicht mehr, die Bibel trägt aber aus, dass es einfach nicht neutral in Ort gibt. Du bist entweder Feind oder Freund. Ja. Also, wenn ich ihn auf der Straße frage, bist du Feind für Gott, da werden die Menschen so nicht. Das ist mir egal. Das ist mir egal. Ich muss aber Gottes Wort oder das von der Bibel durchstehen lassen, und der ist Gott nicht neutral. Entweder bist du Gottes Freund oder Gottes Feind. Ja. Das von einer anderen Perspektive ausgedrückt, mir vielleicht für Lützeburger ein bisschen mehr praktisch. Für, wenn wir kein armes Land sind. In Matthäus 6, Vers 24 sagt Jesus in anderem als Konklusion von einer Rede, die er gerade gehalten hat, ihr könnt nicht Gott an dem Reichtum denken. Die zwei sind getrennt, das ist den Opposee. Und weil das eben mit Reichtum verbunden und Gott nicht. Was nicht heißt, weil das wenn Gott nicht nur geht, dass nicht reich sein kann. Das ist nicht dein Debüt. Ja. Du denkst nicht dem Reichtum. Und du geht dafür und ihr seht, oder mengt dir, dass die Schrift im so sieht, dass Gott mit Jalousie nur Geist verlängert, den hin an uns wundergelos wird. Zwei Sachen. Die Schrift, für zu erklären, was als Schrift für den Jacques. Und Nummer zwei, nur Geist. Was für Geist ist das? Das ist erklären dann Schrift. Also Schrift am Lützebischen als für dich ist schon eine Schrift von der Schreiben. Wir haben am Kontext von der Bibel als mit Schrift, das kann ich noch am Glossar gucken, auf der Seite 431 haben am Glossar im Neuen Testament, da kann ich noch eine Definition finden. Ich lesen sei verviert, dann hört ihr ein bisschen am Hannerkap, was mit Schrift gemeint ist am Neuen Testament. Das Wort Schrift bezieht sich entweder auf die ganz helle Schriften von den Juden oder heinst du auch auf ein Deel davon. Wenn ein Deel davon gemeint ist, dann ist das die typische Anlehnung von den heiligen Schriften, die Juden machen. Der Moses, das sind die Bücher, die von Moses geschrieben wurden, Propheten, die prophetisch Bücher an Schriften, die poetisch und auch verschiedene historische Bücher. Also ähnlich ausgedrückt, die Schriften als Enkel für das ganze Alte Testament, ein Enkel das Alte Testament, also in 3 Teile abgedeelt, an 1 Teil davon heißt Schriften. Und hier ist relativ klar, wie das so seht Schrift nicht im so, sondern nur gesehen am Schluss von Vers 5, eine Klammer, wo steht 1. Mose 6,5 und an der Lehre von Moses gönnen sich 6,5 was. Hier benutzt und also als global, was mir haut giffen Altes Testament oder ersten Teil von der Bibel giffen nennen. Genau. Und dann
komm mir denken drüber no. Wenn ihr seht oder mengt ihr dat Schrift, also die Schrift, die Lehre von Moses an danach, das heißt das Testament, sos seht, dat Gott mat Jalousie nom Geest verlängert, den hin an eis vun gelos huet. Nom Geest. Also ich mein, mir sind mal für dich erklären, den Geist, den hin an als Wunde gelost wird. Weil dann der ganze Begriff erklärt wird, gemeint ist. Wir denken dort zurück, zum Beispiel mit der Apostelgeschichte, kann ich noch nicht weit zurückgehen, an den Jean, wo den Jesus verspricht, dass hier einen wird checken, den hin sozusagen wird ersetzen. An der Apostelgeschichte lesen wir dann direkt am Anfang, wie den Heilige Geist op der Aposteln raufkennt. Und dann der Paul schwätzt dann ganz viel davon an singen bleiben, dass die Gläubigen den Heiligen Geist als Siegel kriegen. Das heißt, hier schwätzt dann von dem Geist. So verstehe ich immer. Das ist der Geist, den hier an uns Wunder getan hat. Das sei Geist, das Gott sei Geist. An andere Wörter, also wie häufig bekannt als Heiliger Geist. Okay, anders verstehen als der Mensch sei Geist. Wie weit kann ich sagen, dass der Mensch sei Geist, dass die Gott sicht oder verlängert? Mit Jalousie dem Geist vom Mensch verlängert, den hin an eis Wunde getan hat. Interessant. Gelose huet. Wie weit man hin den Atem vom Leben angehaucht. Das heißt, nur noch der Geist. Ja. Wenn ihr seht, dass sie mehrere Probleme haben, wenn ihr seht, am 6 Knote hier geht, als mehr groß. Dafür ja Gott gesagt, Gott widersteht den Hofrischen, den Dämischen geht hier genot. Und da fängt dann die ganzen Diskussion noch an. Vom 7 bis 10. Das hat mich an das allererste Kondition vom Mensch, die den ganzen Anfang gesagt hat, nachdem man alles ausradiert hat, und von vier angefangen hat, mit paar Leuten. Was hat denn da gesagt, was der Mensch sein Zustand ist? Genesis 9, Vers 8, Vers 21 steht ganz klar. Yahweh hat den agreablen Duft gerichtet, das war ein Opfer, den Noah gemacht hat. Da sagt Yahweh zu sich selber: Nie mehr verfluchen euch der Boden, wenn es der Mensch, weil dünnerlich Tendenz vom Mensch von seiner Kantheit unweis ist. Ihr wisst den Zustand vom Mensch, mir verlangt nur, dass der Mensch ihm geht und nicht die Base Tendenz noch geht. Also ich gebe so, dass der allen zwei recht tut und dass es noch einen dritten Aspekt gibt. Alles. Weil wenn ihr seht Schrift, also wenn ich nicht für die Schrift holen, dann denkt man an dem Moment der Jacques noch nicht in der Apostelgeschichte, weil er in das Alte Testament denkt. Wenn beim Wort Geist haben wir an der Bibel um 2 verschiedene unterschiedliche Bedeutungen vom Wort Geist. Aber wenn ich Genesis holen, dann habe ich den Mensch, der ja sagen wir mal, an einer dreifacher Art erschaffen wird, nämlich nur den Körper, nur den Seele, Charakter und nur den Geist. Und das wird auch schön gesagt, der Geist vom Mensch, also eigentlich gehört das von den 3 Sachen gar nicht. Weil der Körper hat Gott als gegeben, laut dem Neuen Testament, Christus neue Körper, an dem man für Jesus zurückkommt und so weiter. Die Seele hat Gott mal gegeben, also mein Charakter, so eine Erschaffung von Gott. Und der Geist, das Gottes Geist, den Adam ja so ein Ackerblose kriegt am Garten von Eden. Und wir kriegen aber noch ein durch den Heiligen Geist als Gläubiger, aber in einer Weise. Und ich gebe mal einfach behaupten, der Jacques spielt mit dem Wort. Und alles das, was man praktisch gesagt hat, spielt mit dran. Also Gott ist so ein Jalous am Genesis, wo man ja nicht über den Heiligen Geist schwätzen, auch wenn er schon mitschwimmt. Aber du hast Gott ja auch Jalous auf den Mensch, für was?
weil der Mensch wird nicht auf Gott gelauscht hat, möchte viel Blödsinn und dann sieht Gott, dann fängt ich mal mit Null an, mit Noach und so weiter. Und das selbst ist ja hier mal gläubig Juden an der Diaspora, und die haben auch plus noch den Heiligen Geist gekriegt. Und was machen sie? Sie sind überheblich, sie sind arrogant und so weiter. Und das möchte Gott auch schon los. Und weil ja mit Juden ist, schwätzte Jacques, müssen immer mit der Bibel kommen. Also, bei mir auch. Aber das ist noch mehr frequent. Und ihr seht praktisch, die wisst schon, dass der Heilige Geist auch noch der Geist allgemein, dass er lebt, sie tut er für Gott gut, Gott geht schon los, wenn man Blödsinn in unserem Leben macht. An andere wieder die ganze Situation, an der sie sich befannen, wo sie quasi ermorden, a Jalousie hun, als weil sie nicht mehr mit Gott zu dienen haben. Sie agieren außerhalb vom Parameter, die Gott ihnen gegeben hat. Und sie sind da, wenn sie verloren, und dafür verliert der Mensch sich, und dafür hat der Mensch auch all die Problematiken von Streitereien, an Jalousien, an den schweren Partner alles, oder sie ermorden sich, körperlich oder auch mündlich. Und dafür schwätzt ihr von der Sprüche, und ihr seht, Gott widersteht den Höfrischen, wenn dämischen Gott Gnot. An anderen wieder, sie sind an einem Zustand von Höfrisch. Sie lauschen auf Käme. Wenn sie Höfrisch bist, dann lauschen sie auf Käme. Und sie lauschen dann auf Gott. Und Gott kann aber mit denen entgeht die Gnot tun. Ich denke, wiederhole quasi, was er gesagt hat, die froh, und die kriegt aber nicht, weil, okay. Und dann geht es weiter bei den Vers 7. Seht, dafür erwerft ihr Gott. Kann ich jetzt zurück auf den 6 kommen? Ja? Wenn mir schon ein bisschen vom Chiasmus geschwätzt, den ersten Satz vom Vers 6 als den Hauptpunkt, den Höhepunkt vom Chiasmus. Das war am 3, ja. Das ist ja nicht am 4, oder? Nein, am 4. Das ist nicht ein Haupt. Das Das ist ein Hauptpunkt vom Chiasmus von den- 1 bis 10. Den Chiasmus 1 bis 10. Schon ja Da gesagt muss aber gehabt, klarstellen. Letztes haben wir ja gesagt gehabt, dass es der ganze Chiasmus ist und dass all Elemente vom Chiasmus auch einen internen Chiasmus hat. Und hier am internen Chiasmus vom 1 bis 10 ist der erste Satz vom Vers 6 den Hauptpunkt also den Hauptelement vom Chiasmus. Die Gnot, die hier geht, ist mir groß. Das war ein Hauptpunkt von dem heutigen Text. Das heißt, alles, was wir machen, alles das Beste, was wir machen, sein Gnot ist mir groß. Also wir können so viel Blödsinn machen, wie wir wollen, aber wenn wir wirklich ehrlich mit Gott probieren, und dann weiß sie, kann Gott gnädig über die Blödsinn fortgucken. Mir wird heißt, erwerft ihr Gott. Das heißt, wir müssen Sklave von Gott sein. Hier steht, ich muss einfach Gott nur gehen und meine Intelligenz nicht gebrauchen und einfach ja Namen so. Was heißt das, erwerft ihr Gott? Nee, also ich gebe so, und du musst den Vers komplett lesen, dafür erwerft ihr Gott, widersteht dem Teufel, und hier lebt für ihn nicht fort. Ich meine, dass ein neues Spiel möchte mit den Teufel gouf genauso wie die Menschen, und das ist zwar kein Mensch, aber hier gouf für, wenn in einer Bibelstellen aus dem Alten Testament hält, als Engel, verschiedene Sohn als Erzengel, erschaffen Gott, und hat Kompetenzen, hat eine Rolle an der unsichtbaren Welt für Gott. Aber wenn sich Gott in der Wurf hat, am Sinn von nicht, ich sitze immer noch da, also in Armen, mir im Sinn von, ich fülle Menge Rolle aus, die Gott mir gegeben hat, dann hat eine wunderbare Leben gehabt. Okay? Und den Teufel beschreibt das Bibel auf paar Stellen, entscheidet sich aber, sich Gott nicht zu unterwerfen, mehr er geht jalous auf Gott, er geht hochmütig, er geht höfrisch und so weiter. Und er probiert Leute ja, oder die Menschen seid, gönnen sie es 3 auch dazu zu verlocken. Und praktisch sieht also eigentlich geht der Jacques noch ein bisschen mehr krass, weil er sieht praktisch, die sieht nur am Teufel mittlerweile in der Weg Wander. Ich nicht an der Wert mich gif so, und der Vers sieht eigentlich mein Klo hat in der Werfe nicht ausschalten von Dingen wie hier oder von der Kompetenz mehr den Rolle von, die Gott gegeben hat, mit der Kompetenz. Und ich meine noch, weil neben die Gnot Gott sich Gott an erwerfen hat mit Damagkeit zu dienen, man zu dienen, dass du musst in Blödjahren gehen und aufschalten am schießen Pferd.
dafür dummer zu den, dass der willentlich sees ich will unter dem Kader von Gott leben, alles das, was ihr seht, nach dem will ich leben. De Vers fir uns se de klar, Gott widersteht den Houfrechen mit den dermidesche gëtt hier genutzt. Houfrech an der Midech den geich niwer en vun dem anderen. Tche da sind der Midech van en net houfrech ass. Und da geht es am Vers 8 hier und ihr seht, kommt mir nur bei Gott, da könnt ihr mir nur bei ihr. Wäscht ihr hin, die Sinner errängt die Herzer, die wankeln middisch. Nun, ich habe ein bisschen Kommentare geguckt und ich muss nur ein bisschen schweißen, weil ich die Versetzung nicht mehr stehen. Wir wollen am Griechischen aber auch Punkten zusammen gesagt gehen. Als eine Person, die etwas Ähnliches proposiert und ich will das gerne lancieren. Weil es spannend. Weil wenn wir das heute noch gucken, ja, dann ist es uns ein Effort, den wir müssen machen. Da könnt ihr mir nur bei ihr, weil wir etwas gemacht haben. Aber ja, ist durch akzeptieren, dass das eine plausible Übersetzung könnte sein, das könnte auch so übersetzt gehen. Das sind Leute, das sind Jacques, die Leute herausfordern und seht, kommt mir nur bei Gott. Punkt. Gott kennt mir nur bei ihr. An dem hin ihr hinwäscht, die Sonne, an dem hin Herz errängt, die Wankelmidischer. Ich will sagen, mit der Perspektive, und ich hatte keine Zeit, die Übersetzung zu fragen, ob das überhaupt eine gute Möglichkeit ist oder nicht. Mir war das wichtig fanden, dass die Perspektive gehen, dass Gott etwas möchte, dass er mir noch kommt. Egal wie. Er will immer mir noch kommen bei dem Mensch. Also mein nächsten Instinkt wird zu so grammatisch ist das problematisch. Weil es einer den also de Plurial wäscht Hand, das sind imperative Plurial. Ja, ich weiß, das sind öfter übersetzt, dafür muss ein bisschen mehr genetisch sein mit mir. Ja, mir war Gott so machen, dat mis die Singulier sind an in einer Wertzeit. Du hunch mein Problem. Ja. Wenn ich biblisch allgemein gucken, dann schwätzt man ja über das Verhältnis zwischen Verantwortung für Mensch und Souveränität für Gott, was möchte hier. Und da wäre meine persönliche Meinung, wenn ich die Bibel immer lesen, als dass beides eine Rolle spielt. Natürlich. Und der Jacques wahrscheinlich auch beides ausspielt. Ich meine, am ganzen Text, wie er es gesagt hat, Chiasmus sieht, weiß, dass den Hauptsatz in den 10 Verse als Gnot, der hier Gott als mir groß, der Vers 6, da gibt praktisch dummer der biblisch gesagt in diesem Text Souveränität für Gott, das was hier ist, das Voraussetzung. Und der Vers 8, und noch 9, und noch 10, wo die Befehle stehen an der aktuellen Übersetzung, wäre dann praktisch die Verantwortung für Menschen darauf zu reagieren. Und dann hätte ich praktisch Gott bittet mich bittet sich pardon, er sieht, okay, die sieht gerade schlecht in der Weg. Komm ich nur bei mich? Ja, mir ist sie schon da. Also, wo hast Gott, ich sitze schon nicht da, das ist froh, ob du willst kommen. Ja, weil das ganze Thema von Handwaschen an Herzerreinischen, das ist nicht etwas, das ist ein Thema, was ganz viel an der Bibel am Neuen Testament vorkommt. Und da ist immer etwas für Israel aufgefordert, das selber zu machen. Zum Beispiel am Psalm 24,4. Also der ganze Psalm 24 beruht darauf, als stell froh, wer darf an den Tempel hochgehen, ob der Berg für Gott hochgehen. Und eng Satz davon heraus, wie er proper Hand ein paar Gedanken hat. Und dann am Jesaja in 16 wird Israel selber aufgefordert, sich zu waschen und rein zu machen. Und dafür den Ausdruck, reinigt Herzer, weil das eben im hebräischen Ausdruck ist, wird mir um Jesus wieder gesagt wird, reinigt Gedanken. Weil was reinigst du in deinem Herz? Das klappt. Kannst nicht reinigen. Mit Gedanken, das ist das, was du musst reinigen. Ja. Das ist das, was du musst ändern. Weil das ist, was du fragst. Ändert Gedanken, ändert, wie er denkt. Ändert
wieder die Sachen umgeht. Weil zum Schluss um Tag, dass du für sie Probleme haben. Weil sie sich eben nicht Gott unterwerfen. Das heißt, wenn du dich Gott unterwerfst, dann gehst du bei sein Wort und dann änderst du deine Meinung, dann änderst du den Gedanken. Und das ist das, was ich meine. der Vers den der bringt das dasselbe Thema. Ja. Jemand Trauer da kreischt, die 3 Wörter, die kommen auch am Alten Testament so viel. Ich fand das einfach so cool, wie du gesagt hast, alles abgreift. Ja. Das ist ein typischen Abruf von Propheten im Alten Testament, für das Israel soll eine Umkehr machen. Und da kann man so, die Audienz muss jüdisch sein, weil hin in anderen kann ich mal anfangen. Jemand trauert er kreischt. Einmal in die Schweide gehen als widersteht dem Teufel. Was sind denn etwas zum Teufel so? Ja, also den Teufel als eng Person, die man die erste Kehr ergönne sie ist 3 begegnen, du gibt's aber nicht Teufel genannt, also wenn ihn den Teufel am Alten Testament will begegnen, dann muss ihn nur Satan an der Regel sichern, das kommt halt vom Hebräischen, und von den noch den Begriff Luzifer, den allgemein auch ob den Teufel bezuget, und am Neuen Testament götten als Teufel bezeichnet, dass dieselbe Person, und gött auch heinz du je nachdem bildlich, wenn man Offenbarung als den Drach je nachdem bezeichnet, an einjasten wie gesot werd fir du gesot am Versiven hinaus praktisch den Beispiel wéi verhalen ich mech wann Schnitt will mat Gott NRW sinn. Also ich sinn jalous op Gott, ich sinn hochmütig, ich erwerfen mech net. Gött ja auch die Übersetzung schmengt das Satan, dat hecht verleumder an Deivel hecht Widersacher als de Satan gënne se 3 gesimmer dassen es behaupt, die war Gott wat net stimmt, an dummer der verleten Eva an den Adam sech falsch entschäden, an den Teufel am Neuen Testament as Widersacher mcht immer de Gegenteil von dem wat soll. An ja, de Jacques hält den Teufel als Beispiel am Hintergrund, so sollen sie sich nicht beholen. Vers 9 an 10 als eng Urspielung net eng Urspielung mat das och Zreck op e fest hingewiesen. Net nëmmen dats et Appppes prophetisches ass, dass Israel soll eng Umkehr machen mit das in fest am Sinn, dat genau dieselbechte Prinzip huet. Okay, fast. Entschuldigt, das ke fest, dat das kein Fred. Effektiv. Techt Yom Kippur. Und ich will dummer den aufschließen, weil wenn ihr seht, Schema Trauer der kreischt, het Läche soll sich an Trauer verwandeln, an Fred an Trostmüdigkeit, an niedrig für umher, dann erhilft hin ihr. Es geht darum, dass sie sich mit Gott versöhnen. Das ist, was ich will sagen. Versöhnen dich von der Schrift mit Gott, das ist ein Ding an den Zeng. An engem Satz gesagt. Versöhnt ihr von der Schrift mit Gott. Und ich will einfach, dass wir das lesen und dann haben wir für Haut da ab. Das ist am Levitikus 23, Vers 26 bis 28. Der Jahwe hat mit Moses geschwärzt. Weiter aus dem 10. Tag von diesem 7. Monat, den Tag von der Versöhnung. Und das eine hellische Konvokation für euch zu versammeln. Die muss ihr selber verlegenen, an dem Jahwe e Feier verbringen. Während diesem ganzen Tag dürft ihr kein Erbicht machen, und das nämlich den Tag von der Versöhnung, ob den für ihr, für Jahwe, Gott Versöhnung bewirkt Gott. Ich will auch da abhalten. Es geht darum, um Versöhnung, es geht darum, dass sie sich verlegnen. Und das ist das, was ihn anders ausdrückt. Es geht, wenn ihr seht, von den Jema Trauer der kreischt, verlegend ihr. Läche soll sich an Trauer verwandeln, verlegend ihr. An Fred, an Trost, Müdigkeit, verlegend ihr. An niedrig ihr, das ist dasselbe wie verlegend ihr. Für umher, dann erhilft hin ihr. Und das darum so geht. Die sind nicht mehr an Einheit, wenn es Egoismus, wenn ich das so ausdrücken. Die sind umgangen nicht zu zerstören, weil das so wie nicht seht. Aber
mar eng ëmkeier versöhnlich mat Gotterem an der Siderem an Eenheet. Das bësse fir mech wat zum Schluss seet. Hun abs beizufügen, Ich bin auch verstanden. Nee, alles gut. dann ha wir haut fir op. An die nächste Keier fan der 4 run am Kapitel 4 Versen 11 bis 17 was anderem de Chiasmus an de Parallelverse sind dann Kapitel 1 Versen 22 bis 27. Dat waret dafür haut. Abonniert gerne den Podcast Bibel seht wat, organisiert von der LBE-SBL. Für all Fragen und Feedback schreibt das gerne über info@lbe.lu an. Merci, dass ihr noch gelauscht habt. Adi, ab bis nächste Keier.